Nirgendwo liegen der Glaube an den Fortschritt und die Angst vor einem Krieg näher beieinander als hier auf der Insel Taiwan. Gerade jetzt, in diesen Tagen. We have to plan for the worst case scenarios. There's going to be a war in Asia and it's going to be here. 战争之类的冲突，因为不管是哪一方赢，或是哪一方输了，对双方来说都不会是一个很好的结果。因为譬如说像 Viele hier fürchten sich vor der Volksrepublik China, vor der Supermacht, die sich Taiwan einverleiben möchte. 两岸同胞血浓于水，祖国统一的历史大势不可阻挡。 Viele misstrauen aber auch der anderen Supermacht, den USA, die eigentlich an der Seite Taiwans stehen. Denn zurzeit bemüht sich Präsident Donald Trump vor allem um gute Beziehungen zu seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Nous ne voulons pas vivre sous le système communiste de la Chine. Und so stellen sich viele die Frage, ob die USA Taiwan in einem Krieg wirklich beistehen würden. Can't give away my secrets. I don't want to be one of these guys that tells you exactly what's going to happen. Taipeh ist die Hauptstadt von Taiwan und der Alltag hier ist ziemlich friedlich. Aber die Insel Taiwan steht mehr denn je im Spannungsfeld zwischen den beiden Supermächten, zwischen China und den USA. Für China ist Taiwan Teil des eigenen Territoriums, eine abtrünnige Provinz. Für die USA ist Taiwan seit Jahrzehnten ein wichtiger Partner, ein Vorposten der Demokratie im fernen Osten. Aber ob sich Taiwan wirklich auf die USA verlassen kann, ist alles andere als sicher. All das wollen wir uns hier vor Ort genauer anschauen. Zuerst mit einem Blick auf die Geschichte der Insel. Dann mit einem Blick auf das Militärische, auf die taiwanesische Verteidigungsstrategie. Und schließlich mit einem Blick auf die politische Realität hier und heute, auf einen Konflikt, der längst begonnen hat, auch ohne dass geschossen wird. In Taiwan leben 23 Millionen Menschen auf einer Fläche etwas kleiner als die der Schweiz. Nur etwa 130 Kilometer liegen zwischen Taiwan, der Hauptinsel, und dem chinesischen Festland. Zu Taiwan gehören aber auch ein paar winzige Inseln, die direkt vor der chinesischen Küste liegen. Und dort führen die chinesischen Streitkräfte immer häufiger, immer größere Militärmanöver durch. Taïwan maintenant détient une armée, c'est pas pour gagner une guerre contre la Chine, mais c'est pour protéger nous-mêmes. Das ist Wu Zhiqiong, auch bekannt als François Wu. Sein offizieller Titel in Taiwan: stellvertretender Außenminister. Il y a plein de pays qui contextent mon titre ou qui ne reconnaissent pas Taïwan. C'est pas parce que ils ont des doutes ou ils contextent. C'est parce qu'eux, ils ont tous une pression venant de la Chine. C'est la Chine qui ne veut pas l'existence de Taïwan. Et dans la réalité, il est vrai aussi que la Chine maintenant est la deuxième puissance du monde. Et la Chine est prête pour aller très loin, pour menacer les autres de ne pas travailler avec Taïwan. PLA fighter jets or their PLA navies vessels surrounding us in a daily basis. We do have, countering cyber attacks also on a daily basis. Das ist Lin Fei-fan. Er ist der stellvertretende Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates von Taiwan, verantwortlich für die Verteidigungsstrategie. The only way we can prevent a war to be happening, I think that is through our preparation and through our strengths. The strength we mean is not just about your military capabilities, but I think the strength also come from the people. And I think it's very important for everyone in Taiwan to recognize that when it comes to a military attack, that everyone should shoulder a responsibility to protect themselves and to protect our common values. Taiwan nennt sich offiziell Republik China und in einem geht sie mit der Volksrepublik einig. Es gibt nur ein China. Die allerdings nicht ganz unwichtige Streitfrage ist, wer dieses eine China repräsentiert und auch regiert. Ist es die kommunistische Regierung in Peking oder die demokratische hier in Taipeh?
Es gibt gut 190 Staaten auf der Welt, aber nur ein Dutzend anerkennt Taiwan. Es sind allesamt eher kleine und mit Verlaub eher unwichtige Staaten. Für alle anderen ist das eine China Festlandchina, also die Volksrepublik. Für Taiwan verwenden sie Begriffe wie selbstverwaltete Insel oder autonom regiertes Gebiet. Le nom Taïwan n'est pas présent parce que la Chine déteste ce nom de Taïwan. Sur le plan réel, nous travaillons beaucoup avec les autres pays. Taïwan travaille beaucoup avec les puissances principales du monde, ce qui fait que même nous avons beaucoup de difficultés diplomatiques, mais si nous mettons un profil bas, ça nous permet quand même de travailler avec la plupart des pays du monde. Et c'est aussi avec cette façon-là que Taïwan continue à exister et que je crois, dans l'avenir, nous continuerons à exister et que le temps est de notre côté. Von China kommt eine unmissverständliche Warnung. Wenn Taiwan die Unabhängigkeit erklärt, gibt es Krieg. 准备越多，也许这个几率就会降低。但是确实有很多就是外在的因素，或者是某个人的一个起心动念，它就有可能改变这个结果。所以我觉得这一题没有人能回答。但既然它是一个可能性，我们就有需要去准备它的意义。俄罗斯那样子以武力入侵台湾的话，那势必会是一场像乌克兰战争一样旷日费时的状况，就是。 台湾不管是不是会立即被他们拿下，它都会是对于台湾人民非常大的伤害。Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen? Früher heißt Taiwan Ilha Formosa, die schöne Insel. Das ist portugiesisch. Schließlich kommen im 16. Jahrhundert die Portugiesen auf die Insel, wo damals bereits eine Urbevölkerung lebt. Im Laufe der Jahrhunderte gehört die Insel mal den Portugiesen, mal anderen Europäern, den Chinesen, den Japanern. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehört die Insel wieder zu Festlandchina. Aber viele Taiwanesinnen und Taiwanesen sind unzufrieden, sie fühlen sich unterdrückt. Es kommt zum Aufstand. Der 28. Februar 1947 ist ein blutiger Tag mit 10.000 bis 30.000 Toten. Heute gibt es dafür diese Gedenkstätte. Zeitgleich tobt auf dem Festland der chinesische Bürgerkrieg. Auf dem Vormarsch gegen die Regierung sind die Kommunisten unter Mao Zedong. Mehr als 1 Million Regierungsanhänger fliehen nach Taiwan. (1950) schicken die USA ein Kriegsschiff in die sogenannte Taiwanstraße. Sie wollen verhindern, dass Taiwan kommunistisch wird. Es ist die Zeit des Kalten Krieges, Ost gegen West, die Sowjetunion und China gegen die USA und ihre Verbündeten. Auf Seiten der USA steht er hier, Chiang Kai-shek. Im chinesischen Bürgerkrieg kämpft er gegen die Kommunisten und auf Taiwan wird er zum starken Mann. Taiwan ist jetzt die Republik China und wird in die UNO aufgenommen als das eigentliche China. Chiang Kai-shek träumt davon, irgendwann das Festland zurückzuerobern. Und er nimmt seinen Plan zum Anlass, zu Hause immer diktatorischer zu herrschen. Und mit den USA gibt es ein Verteidigungsabkommen. Aber Chiang Kai-sheks Eroberungspläne unterstützen die Amerikaner nicht. Dann wird es ungemütlich für Taiwan. Die USA suchen nämlich die Annäherung an die Kommunisten auf dem chinesischen Festland. Es geht dabei auch darum, einen Keil zu schlagen zwischen die Volksrepublik China und die Sowjetunion. What brought the Chinese and the Americans together was not a convergence of ideas, but a convergence of interests. 1971 muss Taiwan seinen UNO-Sitz an die Volksrepublik abtreten. Und ein Jahr später reist Richard Nixon als erster US-Präsident in die Volksrepublik.
Mittlerweile sind die Gesprächsprotokolle öffentlich. Nixon sagt, es gibt nur ein China und Taiwan ist Teil Chinas. Die USA verlegen ihre Botschaft von Taipeh nach Peking. Anstelle einer Botschaft gibt es heute das American Institute, das Gebäude hinter mir. Andere Staaten folgen dem Beispiel. Doch die Politik der USA ist mehrdeutig. Sie kündigen zwar das Verteidigungsabkommen, ganz fallen lassen wollen sie Taiwan aber nicht. Is perhaps not that meaningful for us to reinterpret about what what's happened in the past. But if you look at the current developments between Taiwan and U.S., there's a huge progress of our security partnership. We are now asking other people to defend Taiwan for ourselves. We're asking that we can do whatever preparation that we need to do, but we need the world to help us to do the better preparation. The Americans' policy toward China is a strategic ambiguity. So we really do not know, how the United States would come to Taiwanese assistance or not. Because according to Taiwan Relation Act, they're responsible for providing kind of assistance to the Taiwanese, but it is short of a detailed description of what it entails. So it is still possible that in the worst scenarios, the United States may not come to rescue Taiwan at all. Im Taiwan Relations Act wird Taiwan als Partner der USA bezeichnet. Die USA verkaufen ihre Waffen und sie behalten sich vor, Taiwan im Falle einer Invasion beizustehen. Ce n'est pas une question de noir et blanc. Il y a toujours des priorités. Pour nous, nous devons vraiment essayer de maintenir une bonne relation avec les États-Unis parce que si nous regardons la priorité, la liste de priorités, de pouvoir préserver notre démocratie, c'est vraiment la plus grande priorité. Dans notre vie, rien n'est 100%, 1000% garanti. Mais nous essayons de faire le maximum de travailler avec les États-Unis et de maintenir aussi en même temps de bonnes relations avec les Européens. Et je crois que c'est comme ça l'intérêt de Taïwan. Während China immer autoritärer regiert wird, gilt Taiwan heute als die vollkommenste Demokratie in ganz Asien. Mit freien Medien, freien Wahlen und einer unabhängigen Justiz. Doch die Mehrdeutigkeit, die Ambivalenz der USA gegenüber Taiwan, sie hält bis heute an. Donald Trump ist ja nicht gerade für seine Schweigsamkeit bekannt, doch über die Verteidigung Taiwans spricht er kaum. Stattdessen erlässt er Strafzölle gegen Taiwan, höhere noch als gegen Südkorea oder Japan. Und er verbietet dem Präsidenten von Taiwan, Lai Ching-te, den Aufenthalt in New York, um dann doch wieder Waffen an Taiwan zu verkaufen.川普在乎的是他自己的利益，就是重要的是台湾能不能够成为有助于他的利益。I think we should just assume no one will protect us. He's Trump first, rather than American first. It's Trump first, but he's unpredictable. Our military strength is overwhelming, compared with the Taiwan's military. China now spending, 10 times larger fundings and budgets into the preparation to attack us. So we need to catch up that trend, and we need to catch up that pace. Money will be spent on the asymmetric capabilities. The asymmetric capabilities, which means that more mobile, portable, asymmetric weaponry, and more AI or drones, unmanned system being adopted,
and also in integrated air defense systems. That's what we're looking at. And another track of the defense strategy is a so-called whole of society defense resilience, in order to make sure that when it comes to wartime, that Taiwan can still be a functional democracy that can safeguard the people's livelihood. Kaum jemand in Taiwan gibt sich der Illusion hin, die Insel könne einen Krieg militärisch ganz allein gewinnen. Die Regierung setzt auf eine Verteidigungsstrategie, die weit übers Militärische hinausgeht. Und die Bevölkerung ergreift auch Selbstinitiative. Everyone come here may have their own different reasons, but we have the same worry about something extreme may happen. We do many preparation for the situation that our daily work, these facilities may not work as what we are working generally at now. So we have to do a backup plan. Basically, we're trying to figure out what is the backup plan. And tonight is the backup plan for if we don't have our Google Map working, the internet working, and we need to figure out where we are, and we have to tell other people where we are to communicate. So this is what we do tonight.我觉得是信任，因为，这是台湾的民情非常特有的一部分，就是我们人跟人之间的温度和交流其实是非常真诚的。所以，当我们能够开启对话，其实就是开启了一个用金钱很难去买到的一种生命的体验。所以，我觉得去建立这样的连接和信任，让我们的心能够连在一起，它可能是更难被分化的一个关键。People in Taiwan is a key is actually the core of our defense. So if everyone in Taiwan have the same idea of how to protect themselves, how to help the community, and also help the civil society itself, and even eventually to help the government, I think that Taiwan will be a very strong power and position. We have to find some way to defend ourselves if the extreme situation happen. Die chinesische Führung beobachtet genau, wie sich Taiwan vorbereitet. Und sie demonstriert Stärke mit groß angelegten Manövern. Fast wichtiger ist, eine Drohkulisse aufzubauen und Macht nach außen zu projizieren, also zu der Welt zu zeigen und Taiwan zu zeigen, was China machen könnte, um schlussendlich eine friedliche Lösung zu erzwingen. Taiwan ist in den letzten Jahren, glaube ich, so zum letzten Puzzleteil geworden, das sich die Kommunistische Partei noch holen will. Es gibt diesen Begriff hier in China, Fuxing, das heißt die Wiederverjüngung der chinesischen Nation, Revitalisierung. Und das ist so ganz tief im Fundament der Partei eingebaut. Das gehört dazu, damit legitimiert sich die Partei. Und die Wiedervereinigung der Insel Taiwan mit der Volksrepublik China, das ist ein integraler Teil davon. Statt auf schwere Panzer und große Kriegsschiffe setzt Taiwan vor allem auf die Luftabwehr und auf Drohnen. Eine Lehre aus dem Ukraine-Krieg. Ukrainian citizens, I think that resiliency is the key of their defense, and also the protection of their people. And that's the reason why the current, even having experienced the year for almost 4 years, Ukraine can still, stand up as they did. So I think the resilience is actually a very important point,
The second lesson what we learned is definitely that nowadays the modern warfare has already been changed, and new technologies, asymmetric weapons, drones, unmanned systems, all serve as a new way for protecting or even countering an attack. China soll glauben, dass Taiwan in der Lage ist, das zu tun, was die Ukraine gerade vormacht. Eine weit überlegene Militärmacht in einen jahrelangen Krieg verwickeln. Donc d'une autre façon, nous avons aussi vu que même un pays qui n'est pas, enfin un pays comme l'Ukraine et Taïwan, qui n'est pas un pays qui peut se mesurer sur le plan militaire contre la Russie et la Chine, peut avoir des capacités de défense. Donc ça nous a aussi beaucoup encouragé la façon que l'Ukraine puisse résister à cette invasion russe. Donc première leçon, il ne faut pas être naïf concernant ces grandes puissances. Deuxième chose, nous avons toujours la possibilité de résister si jamais une attaque arrive. Troisième leçon, il ne faut jamais laisser la guerre éclater. Donc il faut le préparer. Je crois que l'Ukraine n'a pas réussi à dissuader la Russie de les attaquer, mais ici nous avons encore cette possibilité. Anders als die Ukraine ist Taiwan eine Insel und noch dazu eine mit vielen Bergen. Yeah, so Taiwan is an island, and so we rely a lot on import, and also our economy heavily rely on export. So our defense strategy, as you can see, that we need to consider how to protect the sea line of communication can still be functioning. And so we're working in the multiple angles, not just to prepare our Navy and also Coast Guard, we're also preparing for a more in-depth collaboration with like-minded partners. So as you know that because Taiwan is an island, and we need to work with the first island chain countries like Japan, like Philippines. We have to set up more direct channels. Womit Taiwan den Preis eines Krieges in die Höhe treibt, ist die Wirtschaft. Genauer gesagt Mikrochips, die aus Halbleitern hergestellt werden. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie SRF Global gerade auf einem Gerät schauen, das mit einem Chip aus Taiwan funktioniert. 60% der Chips weltweit kommen aus Taiwan. Für Mobiltelefone und Fernsehgeräte, für elektrische Zahnbürsten und Flugzeuge und natürlich auch für künstliche Intelligenz. Taïwan joue un élément très important pour Donald Trump, pour sa politique de MAGA, Make America Great Again. Moi, quand je vois ça, si les États-Unis perdent le contrôle des semi-conducteurs de Taïwan et laissent la Chine prendre contrôle de ça, je crois qu'il ne pourra pas faire les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas continuer à garder sa position de leadership. Et nous savons très bien que ça, c'est très important pour Donald Trump. China weiß auch, was eine Invasion von Taiwan bedeuten könnte und was das für einen Schaden anrichten könnte in dieser Halbleiterindustrie. Ich glaube, es könnte noch einige Zeit dauern, bis China diese Chips selbst herstellen kann. Ich glaube aber, China wird das bald können. Wenn ich mit Leuten aus der Industrie rede hier, auch von den Universitäten, was mir Leute oft sagen ist, dass wenn wir uns einen Produktzyklus angucken von 0 bis 100, dass China die Schritte von 1 bis 100 extrem gut kann. Also Grundlagenforschung zu nehmen, Produkte daraus zu entwickeln, auf den Markt zu bringen, zu verfeinern, zu verbessern. Dass China aber bis heute Mühe hat, diesen ersten Schritt zu machen von 0 bis 1. Dass China aber in absehbarer Zeit soweit sein wird, glaube ich, ist der Fall. Denn zurzeit beobachten wir auch, wie der Staat extrem viel in Forschung und Entwicklung investiert. Taiwans Lage ist ungemütlich. Käme es zum Krieg, ginge es darum, die Invasoren so lange aufzuhalten, bis vielleicht jemand zur Hilfe eilt. Und ungemütlich ist auch die Empfindung vieler, dass die Invasion eigentlich längst begonnen hat. Bloß halt nicht mit Waffengewalt. Parlons la même langue que la Chine,
Les Chinois, par exemple avec TikTok, ont très bien réussi de faire la manipulation d'informations au sein de notre société parmi notre jeunesse. Donc là, la ligne de défense contre cette agressivité chinoise n'est plus simplement dans le détroit de Taïwan, mais aussi au sein de notre société. 我们可以知道，台湾一直以来都是中国操弄假讯息最严重的一个国家。Das ist Leo Shuting. Sie erforscht die chinesische Propaganda in Taiwan, wie China Druck ausübt, ohne zu den Waffen greifen zu müssen. 持续的不断精进它的认知作战的这些手段的时候，台湾我们也一直在进步，也一直在去补足在这一块速度，还有关于精确性还有公开性的这样子的原则，然后去做假讯息的讯息澄清。假讯息的澄清。另外呢，我自己个人是在观察民众在使用像是事实查核这样子的平台，他们的使用，我发现在很多文献还有研究上面会发现，台湾在这一块一直以来就是民众越来越成熟的使用这些工具。那接下来下一步就是要去告诉台湾的民众更多的关于脉络的知识，也就是去公开揭露一些中国对台湾的这些认知操作的行为。Waffengewalt ist die eine Möglichkeit für China, sich die Insel Taiwan einzuverleiben. Die andere ist ein freiwilliger Anschluss. Deshalb investiert die Volksrepublik China viel in die Beeinflussung der öffentlichen Meinung in Taiwan. Die taiwanesische Demokratie bietet dafür ideale Voraussetzungen. Es gibt in den sozialen Medien viele Berichte darüber, wie groß die Probleme in Taiwan seien und wie großartig die Vorzüge der Volksrepublik. Pro-chinesische Politiker erhalten viel Zuspruch. 那我们常常看到中国对台湾的这个操作，比方说，像是中国会操作说，如果两岸发生冲突的话，美国是不会来协助台湾的。发生冲突的时候，民众的抗敌意志是非常关键的一个因素。那在这一块认知作战的目的，就是要去影响民众的在当下的这个想法，还有对中国对台湾对政府的信心。Die Übernahme durch China, die kommt sowieso. Und die USA werden Taiwan sowieso nicht beistehen. Mit solchen Botschaften soll die Bevölkerung verunsichert werden, soll das Vertrauen in die Regierung beschädigt werden. 在台湾认知作战，其实从很多层面都会发现有这样的状况，就是不管是从新闻上或者是网络社群上，它其实已经渗透在我们的日常生活中。Many of our members come here because they feel lonely, because they feel very desperate at home. And when they come out, they meet real people. And no matter what we're doing, maybe we're just here sharing what we have heard recently. And we can be comfort together, and we will share our news and what we have heard, the new propaganda from China. And we can figure out together, oh, this is just an another AI story. 它是基于同一个文化，在中华文化还有基于相同语言的这个基础之上，所以我们常常看到现在因为我们台湾的一些民众，他会使用中国的一些数位服务产品，然后透过这个东西，他去学，还有看一些影视剧，他们透过这个东西去影响了台湾对于某个字汇、某个情况，他去使用这些文字。A social media phenomenon called China Maxing is the latest trend among the younger generation. Many online influencers in the West and beyond have been recording and posting about themselves embracing Chinese culture and everyday Chinese habits. China Maxing can mean drinking hot water first thing in the morning, wearing house slippers indoors, or even adopting Chinese skincare routines. Now, there is no problem with having a little bit of cross-cultural pop culture fun, but could there be more to it? Does it generate perhaps too romanticized a view of the Chinese government and society, and other traces of Chinese government propaganda?
状况是，当你如果没办法正确的去辨别那些假新闻，然后很有可能就是会被中国所操控的方向往他们所希望的方向去。We have offered a lot of tariffs, to Taiwanese to make our proposals attractive. 我们从中国的对台湾操作认知作战的这件事情来看，在他们的叙事氛围当中，这件事情必然要成立，因为他们必须要统一台湾。当非武力的部分无法达成这个目的的时候，他就会寻求从武力来统一台湾的这个目的。所以我认为，从这样子的基础上，两岸发生冲突的可能性是相当高的。China's government, does want to resolve this issue. So if this issue cannot be passed from one generation to another generation to another generation, it sounds all right to me. But it did not say which generation, right? Ich glaube, die Menschen in China haben keinen Zeitdruck in dieser Taiwan-Frage. Ich glaube, für viele Menschen ist das eine sehr abstrakte Frage. Das steht in den Schulbüchern, das lehrt man. Man weiß, dass Taiwan ein Teil von China ist. Aber wie, wann und wo hier etwas stattfinden wird, ich glaube, das ist für viele Menschen sehr weit weg. Si jamais la Chine attaque Taïwan, Taïwan ne sera pas le seul perdant. Nous serons très mal, c'est vrai. Je ne sais même pas si nous allons gagner la guerre. Mais vous ne serez pas mieux que nous. Il n'y aura plus de semi-conducteurs, plus de chips. Le symbole de la démocratie en Asie sera détruit par la Chine. I believe in Taiwanese people. I believe that Taiwan can sustain from any kind of attack and shocks because we are a resilient country and we are a resilient people that who have the commitment to protect our democracy, and the key core value is not being subordinated to another authoritarian powers. Yeah. 我最希望台湾能够独立，因为我们也可以自主嘛。只要大家有心的话，一起的话，就是不要好像一盘散沙，大家团结起来，就是有那个希望。Jan, was denken Sie? Sind Sie Team Taiwan, weil diese Insel für so vieles steht, was auch Ihnen lieb und teuer ist, zum Beispiel Freiheit und Demokratie? Oder sind Sie eher der Ansicht, dass das eine China nun einmal die Volksrepublik ist, mit jedem Recht der Welt, sich die Insel Taiwan einzuverleiben? Schreiben Sie Ihre Meinung per E-Mail oder in den sozialen Medien oder nehmen Sie an der Online-Debatte zur Sendung von Voraus teil. Datum und Anmeldecode sind eingeblendet. Das war's von SRF Global. Produziert, gefilmt und geschnitten von Christina Brun. Die nächste Folge gibt's am 7. Mai. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie frei und friedlich.